Köln Clash, der Podcast von Köln Tourismus. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Köln Clash, und jetzt habe ich hier Kunst und Kaffee in Persona quasi bei mir sitzen im Studio, und das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie komische Schaumfigürchen in den nächsten Latte Macchiato zaubern, sondern dass wir jetzt über Kunst, Kaffee und natürlich über Kölle sprechen. Und wie immer bei Köln Clash stellen sich jetzt meine Gäste erst einmal jenseitig vor. Bitte. Der Mann, der mir heute gegenüber sitzt, hat sich ein Ziel gesetzt. Einmal im Jahr möchte er alle nach Köln holen. Und zwar zur Art Cologne, eine der ältesten Kunstmessen für zeitgenössische Kunst. Nicht nur die Berliner, sagt er, sondern die ganze Welt. Er ist in Zürich geboren, in den USA aufgewachsen und ist, wie war es auch anders zu erwarten, schließlich in der Domstadt gelandet. Obwohl er selbst die Malerei aufgegeben hat, hat er seine Liebe für die Kunst nie verloren. Er ist Kunsthändler mit Leidenschaft und ich freue mich, dass wir uns heute hier begegnen dürfen. Hallo, Daniel Hug. Hallo. Vermeide die Unlust, lautet das Motto meines Gegenübers. Nach eigener Aussage bedeutet Genuss für ihn Energie, Leidenschaft und die tägliche Antriebsfeder. Was ihn besonders antreibt, ist seine Vorliebe für ein ganz bestimmtes Getränk. Und nein, auch wenn es hier thematisch um Köln geht, ist damit kein Kölsch gemeint. Er ist der erste Diplom-Café-Sommelier Deutschlands und teilt sein Expertwissen immer wieder gerne in Talkshows oder Kaffeeseminaren auf Kreuzfahrtschiffen mit all jenen, die Kaffee mindestens genauso lieben wie er. Ich freue mich heute, mit ihm zusammenzusitzen. Hier ist Michael Glies. Und sag mal, wie viele Tassen Kaffee hast du heute schon getrunken? 3. 3 waren's. Klassische 3 Tassen Kaffee, okay. Und bei Köln Clash ist es auch so, wenn man sich jetzt hier so vorgestellt hat, dann gehört natürlich zu einem Podcast, damit natürlich auch die Stimme so ein bisschen geölt ist, auch immer ein Lieblingsgetränk. Da wart ihr jetzt, ne? Jetzt würden wahrscheinlich alle denken, Michael, dass du den Kaffee genommen hast, oder du bist ja auch Weinsommelier, dass du einen Wein genommen hast. Das hat jetzt gerade noch nicht gepasst. Du hast ganz klassisch das Wasser genommen. Daniel, du hast auch ganz klassisch das Wasser genommen. Und zu dem Lieblingsgetränk, nenne ich jetzt einfach mal, habe ich jetzt schon mal 3 Köln-Fragen, die ich euch gleich stellen möchte, für euch mitgebracht, um so einen kleinen Einstieg in die Stadt so hier zu finden. Und die beantwortet ihr einfach am besten so in 1, 2, 3 kurzen Sätzen, ne? Also so kurz wie es geht, das wäre immer ganz cool. Und da Michael dich als erstes vorstellen durfte, Daniel, erste Frage an dich: Wie sieht denn für dich, wenn jetzt nicht gerade Art Cologne ist und du super viel zu tun hast, wie sieht denn für dich so ein perfekter Tag in Köln aus? Ach, ja, ein bisschen ausruhen zu Hause. Also wir sind jetzt umgezogen und wohnen in Marienburg. Und also die letzten 14 Jahre war ich in der Innenstadt, wo wir einen ganz schönen Balkon hatten. Aber im Garten jetzt. Wir haben einen kleinen Garten. Okay, einfach nur ein bisschen ausruhen oder auch irgendwo was unternehmen? Also geht's da noch irgendwo hin? Nee, ausruhen, bisschen kochen. Ausruhen, Kochen bisschen ist gut. Kochen ist gut, ja. Michael, wie sieht das bei dir aus? Kochen finde ich gut. Also Kochen könnte auch bei mir sowas sein, aber es gibt eigentlich so 2 Sachen immer für mich. Ich bin für mein Leben gerne am Rhein. Finde ich einfach, das ist so für mich so der Inbegriff eigentlich in Köln auch. Also ich gehe gerne rechtsrheinisch spazieren, also auf der Schelsig, weil ich da einfach den Blick auf die schöne Seite habe. Und ich bin gerne im Wald, im Kottenforst unterwegs, weil ich gehe gerne laufen. Und da ist es einfach so die grüne Lunge. Also das ist so von der Entspannung her, finde ich beides einfach ziemlich cool. Und jetzt wohnt ihr beide ja schon relativ lange hier in Köln auf jeden Fall. Und ihr kommt ja sicherlich beispielsweise beim Urlaub oder beruflich auch mal so ein bisschen in Deutschland und der Welt herum. Gibt es denn etwas, was ihr quasi sofort vermisst, wenn ihr nicht mehr in Köln seid? Also ich fange jetzt einfach mal bei dir an, Michael. Du siehst so aus, als wüsstest du sofort was. Nein, also ja klar, ich weiß so einiges sofort, aber weil du gerade gesagt hast, ihr wohnt schon eine ganze Zeit lang hier. Also ich bin in der Südstadt geboren.
Bin aber zum Glück, muss ich sagen, oft genug weg gewesen. Auch im Ausland habe ich gelebt. Deswegen freue ich mich immer enorm, wieder zurückzukommen. Und es ist zwar jetzt sehr banal, aber ich freue mich enorm drauf, in der Kneipe in Köln zu stehen, an der Theke und einen Kölsch zu trinken. 0,2 und nicht so ein großes Ding, wenn du draußen im Biergarten kriegst, dann so ein 0,3 Humpen. Das vermisse ich schon. Und dieses Unkomplizierte, das Herzliche in Köln, also dieses, ja, einfach an der Theke mit Leuten quatschen oder auch alleine meinen Kölsch trinken, das vermisse ich. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich glaube, für mich ist es dass es mittlerweile auch, also Köln ist sehr familiär. Es hat eine schöne Größe, also mit 1 Million Einwohnern. Es ist eine der größten Städte in Deutschland, aber trotzdem sehr, also ich will nicht gemütlich sagen, aber es ist zentral, mittendrin. Man kommt überall eigentlich immer ganz gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommt man eigentlich ganz gut rum und muss nicht überall hin immer 1,5 Stunden fahren, um quasi den besten Crepe der Stadt zu essen und dann wieder 1,5 Stunden, um den besten Park der Stadt irgendwie. Wo gibt's den besten Crepe in Köln? Ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung, das ist Quatsch. Also erzähle ich dir nachher. Das erzähle ich dir nachher sehr gerne. Dann so die letzte Einstiegs-Köln-Frage, sag ich jetzt mal. Und da interessiert mich vor allem deine Meinung, Daniel. Köln hat ja ein Wahrzeichen und das ist ja der Kölner Dom. Also da geht ja nichts drüber. Also sowohl für Menschen, die hierher gezogen sind, als auch für Menschen, die hier geboren worden sind, gibt es eigentlich nur den Kölner Dom so als Wahrzeichen. Was wäre denn für dich so ein alternatives Wahrzeichen, wenn es jetzt, Gott bewahre, so den Dom nicht gäbe? Ich glaube, die Kölnmesse. Die Kölnmesse? Ja, ist enorm, wie viel Quadratmeter das Gelände besitzt oder steht. Und findest du die Kölnmesse, ich meine, du bist natürlich jetzt hier der einzige Kunstexperte im Raum. Irgendwie. Ist denn die Kölnmesse dann da auch optisch für dich, passt das dann so ein bisschen zu Köln vom Wahrzeichen her? Ja, also der Messeturm, der alte Messeturm und die alte Rheinparkhallen, die jetzt im Besitz von RTL sind. Also Kölnmesse hatte die durch die Stadt verkauft, leider. Aber ja, es ist zumindest auf der rechtsrheinischen Seite das große Denkmal, würde ich sagen. Merk schon, wir sind so ein bisschen bei der Schelsig auf jeden Fall. Wie ist es bei dir, Michael? So eine wirklich herausfordernde Frage, weil ich mir die irgendwie noch nie gestellt habe. Aber ich finde, so etwas, was für mich zu Köln dazugehört, ist auf jeden Fall die Hohenzollernbrücke. Ich finde die Brücke, und ich liebe sie, wenn ich mit dem Zug drüber fahre, ja, da habe ich das Geräusch jetzt sofort im Kopf. Ne, dieses Dadang, Dadang, Dadang. Aber ich finde sie ganz toll, wenn man zu Fuß rübergeht. Egal, ob von rechts nach links oder links nach rechts. Das gefällt mir schon. Das ist schon so ein Zeichen. Ich finde, die steht auch für so vieles. Die steht so für die fürchterlichen Zeiten vor 70, 80 Jahren. Aber sie steht heute irgendwie auch so so ein verbindendes Element irgendwie. Also ich mag sie. Ja, sehr schön. Dann versuchen wir jetzt, weil ich ja schon im Intro so ein bisschen gesagt habe, okay, alles klar, heute geht es wahrscheinlich so ein bisschen mehr um Kunst und Kaffee als sonst. Und ich sage sicherlich nichts Falsches, wenn ich sage, wenn andere Menschen aus anderen Städten als erstes an Köln denken oder auch wenn Kölnerinnen und Kölner als erstes an Köln denken, denken sie erstmal nicht, glaube ich, an Kunst und Kaffee, sondern sie denken an, sage ich mal, Kölsch und so diese kölsche Mentalität, sage ich mal. Wie war das denn für dich, Daniel? Weil du bist von ganz vielen Städten und dann von Chicago über LA bist du dann irgendwann in Köln gelandet. Also wie ist das, was hat dich so dazu bewegt und bereust du das auch ein bisschen oder bist du immer noch happy hier? Ja, also ich wohne hier schon 14 Jahre und klar, also 14 Jahre her wäre mir sehr wahrscheinlich Berlin lieber gewesen, ja. Ich habe auch, also meine Mutter war in Berlin geboren und aber mittlerweile hat sich also Köln auch als Kunsthauptstadt wieder aufgebaut.
Und also es gibt so viele Vorteile hier. Also mit Bahn schafft man es nach Paris in 3 Stunden, 10 Minuten, nach Brüssel in 2 Stunden. Berlin ist eigentlich 4,5 Stunden weg. Also es ist schon also sagenhaft schön, dass es so zentral im alten Westeuropa steht. Also du kommst auch gerne mal raus auf jeden Fall, höre ich da so ein bisschen raus. Wie würdest du denn die Stadt jetzt so, sag ich mal, wenn du jetzt die Art Cologne ja schon seit 2008 so als Direktor begleitest und mitplanst, ne, ist ja im November wieder, wie würdest du denn die Stadt künstlerisch irgendwie einschätzen? Da habe ich zum Beispiel auch nicht wirklich einen Plan von, wenn man jetzt an Berlin denkt man an viel Street Art und so weiter. Die Art Cologne ist ja für moderne und zeitgenössische Kunst so ein bisschen Platzhalter. Wie würdest du Köln da künstlerisch irgendwie einordnen? Ja, also am Beginn des 20. Jahrhunderts spielte Berlin natürlich eine sehr wichtige Rolle und Köln kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit der Aufteilung von Deutschland. Wichtige Protagonisten, also Michael Werner zum Beispiel oder die Galerie Carsten Greve oder Daniel Buchholz, Nagel Draxler. Also wir haben ganz viele von den wichtigsten Galerien haben einen Standort in Köln. Und das spiegelt, man sieht das auch in den Museen. Also das Museum Ludwig ist eins von den wichtigsten Museen in Europa für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Ja, es ist diese Mischung, ja, also die Größe, dass es nicht so riesig ist wie London oder Paris. Es hat diese Gemütlichkeit und auch diese so Top-Kunst, ja. Also es ist irgendwie. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie Besuch von Freunden aus anderen Städten bekommt und die Köln noch gar nicht kennen, aber sehr kunstinteressiert sind, wo würdest du die dann hinschicken? Also als erstes in das Columba-Museum von Peter Zumthor. Absolut, also architektonisch sehr schön. Ein Erlebnis, muss ich sagen. Natürlich auch das Museum Ludwig, der Kölnische Kunstverein und dann die Galerien natürlich. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einige, die man dann in Köln noch entdecken kann. Micha, wie ist das bei dir? Also Kunst hat ja auch mit Genuss zu tun. Du bist offiziell Genussbotschafter NRW. Finde ich auch ein Titel. Wenn man den im Lebenslauf hat, hat man es doch eigentlich geschafft. Was für einen Genuss darf man so in Köln nicht verpassen? Also für die Genießer. So, Ja, du hast eben schon Kölsch gesagt, aber Naja, das gut. liegt ja auf der Hand. Es liegt auf der Hand, aber da kann man sich natürlich auch streiten. Das polarisiert ja auch. Also wenn ich meine bayerische Familie frage, was sie vom Kölsch halten, dann lachen sich nur kaputt über die Reagenzgläser. Ich finde das, was Daniel jetzt schon gesagt hat, so ich würde beim Genuss tatsächlich nicht unbedingt immer bei meinen kulinarischen Themen und beim Kaffee anfangen. Also für mich gehört die Kunst enorm zum Genuss mit dazu. Und das, was du gerade gesagt hast mit Columba, also ich finde das ein beeindruckendes Museum. Ich erinnere mich noch daran, dass damals, als es eröffnet wurde, hat man so in der Presse auch gelesen, dass die Menschen aus Europa gekommen sind nach Köln, um sich das Museum anzugucken. Ich finde es immer beeindruckend, wenn man dran vorbeifährt, geht, wie auch immer. Es ist so, man läuft auf der einen Seite schnell dran vorbei, aber es zieht mich auch irgendwie immer schnell doch so in den Bann. Also ich gucke immer hin und ich gehe auch mal so einfach mal unten so in die Kirche, mal einmal so schnell rein. So, also deswegen ist für mich Genuss das Kulinarische, natürlich gehört das für mich dazu. Die gute Tasse Kaffee, der Espresso zum Morgen, der Espresso nach dem Essen, dieses mediterrane Gefühl, in dem ich auch eine ganze Zeit lang gelebt habe, das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber ich würde eben die Kunst, die Kultur, die Musik
Musik finde ich ein irres Thema in Köln. Also jetzt fange ich mal ganz beim Regionalen, fange ich mal bei Wolfgang Niedecken an. Mit dem bin ich zu Schulzeiten groß geworden. Also nicht mit ihm, aber mit seiner Musik. Bis hin zu wunderbaren Chören, die wir in Köln haben. Also ich finde, Genuss ist was, das finde ich in Köln einfach schön, es kann jeden erreichen. Also ich finde, in Köln zeigt sich da auch diese immer so viel beschriebene Offenheit, die wir angeblich in Köln haben, aber ich finde, wir haben sie wirklich. Wir haben so eine unkomplizierte Annäherung häufig auch. Also auch was Kunst angeht, finde ich. Also Ja. Also mittlerweile erkenne ich auch also 14 Jahre habe ich das nie verstanden. Also Deutsche sagten, ja, hey, die Kölner sind so nett. Und ich war so, die sind einfach deutsch. Ich meine, ich wohnte für eine ganz kurze Zeit in Berlin und in Friedrichshain und da war die ältere Damen in den Spätis waren also aus dem ehemaligen Osten und ganz gemein. Also einfach, ich habe es nicht verstanden. Die wollen nichts verkaufen, also die wollen Kunden wegtreiben. Die waren sowas von gemein. Und dann, genau, also in dem Sinne, ja, klar, Köln. Die Menschen sind wirklich entspannter hier und nett, muss ich sagen. Jetzt, nach 14 Jahren, erkenne ich das. Aber am Anfang nicht. Witzig. Ja, aber ich finde, ich bin letzte Woche wieder gefragt worden von jemandem, warum bist du gerne nach Köln zurückgekommen? Und was ist das, was in Köln so, wenn man eine Möglichkeit hat, etwas zu nennen, würde ich heute wirklich bei allem Klischee, es ist ein fürchterliches Klischee, was immer so beschrieben wird, aber dieses unkomplizierte, ein Kölner eben, was ich vorhin schon gesagt habe, an der Theke zu treffen. Du wirst nie ein Problem haben, egal aus welcher Region Deutschlands du kommst, aus welcher Region der Welt, ob du jetzt in Zürich geboren bist oder in Amerika gelebt hast, du kannst in der Kneipe ganz locker mit dem Kölner einfach quatschen. Ja, der weiß morgen vielleicht nicht mehr, dass du das warst gestern. Aber darum geht's ja auch nicht. Also ich gehe nicht an die Theke, um da meinen zukünftigen Trauzeugen zu finden, sondern das ist nett, das ist unkompliziert, das ist eine gute Zeit, die ich da verbringen will. Eine halbe Stunde oder einen ganzen Abend. Und das finde ich wirklich mittlerweile. Also es ist ein starkes Klischee, aber ich finde, es trifft's auch. Wie ist das denn bei euren beiden? Also ich sehe es genauso auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sogar alleine irgendwie in diese Stadt kommen und die noch nie gesehen haben und dann muss man halt natürlich, mit dem Nachtleben und so weiter geht das dann alles ein bisschen einfacher, wenn man sich in eine Kneipe sitzt. Man kommt auf jeden Fall ins Gespräch mit irgendwem. Was ihr beide jetzt so ein bisschen gesagt habt, ist dass diese Gemütlichkeit, hast du gesagt, Daniel, oder dieses entspannte, lockere. Und ich finde, man kann ja eure beiden Expertengebiete, sage ich mal, ja auch so ein bisschen für Höhergestellte verstehen. Also so jetzt Kaffee- und Weinsommelier klingt ja dann so ein bisschen hochgestochen oder auf der Art, der Direktor der Art Cologne, wo man dann auch vielleicht so ein bisschen die Champagner-Nipper und so weiter sich manchmal vielleicht vorstellt, wenn man das noch nicht kennt. Gilt das denn, dieses gemütliche, etwas zugänglichere, gilt das dann auch so für eure Bereiche? Ist das dann anders als in anderen Städten? Ja, also ich glaube mit der Kunstmesse, ich versuche, ich meine, der Markt, der Kunstmarkt läuft nicht immer so hoch, ja. Also heute sind die Preise verrückt und dieses ganze, ja, diese edlen Top 1% der reichsten Menschen, die ringsum die Welt reisen und alles sehr glamourös. Also für mich ist es, ich meine, was man auch über die Art Basel liest, wie viele Privatflugzeuge in Basel gelandet sind, das ist mir irgendwie egal. Für mich ist es wichtig, und was ich glaube, die Art Cologne sehr gut macht, ja, ist, dass wir eine Kunstmesse sind für normale Menschen, ja. Und wir haben auch ich meine, wir sind eine internationale oder sagen wir mal eine globale Kunstmesse. Wir haben Galerien aus 36 Ländern circa. Und aber die Mehrheit kommen aus Deutschland. Und
Ich hab die Richtung der Messe ein bisschen geändert 2009, dass wir uns eher auf deutsche Galerien fokussieren. Und es war mir wichtig, dass wir die Besten aus Frankfurt, aus Berlin, aus Düsseldorf, aus Dresden, Leipzig, München, dass die alle präsent sind. Und das hat sich auch bewahrt und ist gut angekommen. Aber es macht es auch ein bisschen mehr ehrlich, würde ich sagen. Ja. Ja, man kann auf jeden Fall auch mit T-Shirt und Jeans zur Art Cologne auf jeden Fall Ja, kommen. ja. Das ist Definitiv. auch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, wenn man noch nie da war, dass man das nicht Und wenn du ganz in Schwarz bist, sowieso, das passt immer. Ne? Ja. Oder? Aber das ist überall in Köln. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, Das ist halt auch wirklich egal, was du anziehst. Aber das ist so, weil du ja gefragt hast, ist das in unseren Branchen auch so entspannt? Ich glaube, Köln hat sich so die letzten 5, 6, 7 Jahre so ein bisschen auch einen gewissen Status, in Anführungsstrichen, in Kaffeesachen erarbeitet. Nee, der ist organisch gewachsen. Aber wir sind immer noch nicht, und wir werden es auch nie so sein, wir sind zum Beispiel nicht so teilweise elitär, wie es Berlin ist. Berlin ist in Sachen Kaffee, das ist so ein bisschen auf der einen Seite, es ist ein gewisser Melting Pot, was Kaffee angeht, aber da gibt's eben auch, da gibt's die deutschen Cafés und Kaffeebars, in denen nur Englisch gesprochen wird, in denen du auf Englisch deinen Kaffee bestellen musst. Da gibt's die Kaffeebars, die sagen, nein, Kaffee trinkt man nicht mit Milch und nicht mit Zucker und den bieten wir auch nicht an. Also eine Arroganz, wir haben so Ansätze in Köln, die setzen sich aber nicht wirklich durch, weil für mich ist Kaffee, und das ist so die Kunst, wie du es gerade beschrieben hast, auch von der Art Cologne, für mich ist Kaffee ein Getränk, es ist was Verbindendes und nicht was Separierendes. Und die Kollegen gibt es halt in Berlin, das ist anders. Also in Berlin versucht man so seine Alleinstellung zu bekommen über solche Themen und über besondere Röstmethoden, bei denen dann Kaffees rauskommen, die man eigentlich, die wir alle nicht unbedingt trinken wollen, aber sie sind halt anders. Und das ist bei uns das ist in Köln eben nicht so. Also da ist Köln schon in Sachen Kaffee und in Sachen, bleiben wir beim Kaffee, in Sachen Kaffee schon verbindend. Ja, Genussthema in Köln ist nicht so einfach insgesamt. Wenn wir jetzt gehobene Küche, Sterneküche nehmen, da entwickelt sich Köln gerade wieder. Aber wir haben verdammt viele Sterne-Restaurants auch verloren in den letzten 20 Jahren. Also wir hatten große 3-Sterne-Restaurants hier in Köln. Wir haben aktuell kein einziges 3-Sterne-Restaurant in Köln. Also deswegen, da ist Köln ein bisschen anders. Also für mich was Michael sagte mit den Kneipen und ein Kölsch trinken an der Theke, für mich ist das ein Kaffee. Also wir haben es gibt so viele schöne Straßencafés, oder ich meine Cafés mit Terrassen auf der Straße, wo man sitzen kann. Und besonders beim guten Wetter ist es auch herrlich. Ja. Und es gibt Stellen, also es gibt ein Café in der Südstadt, ich glaube, das heißt Formula One, ganz winzig klein. Ja. Und die machen so einen dicken Espresso mit Seitenstraße von der Bonner, ne? Ja. Wow. Ja. Also wie in Italien. Ich finde, das ist ein Laden, da gehe ich immer wieder mal so, 1-2 Mal im Jahr bin ich da. Das ist so, ich finde das Publikum da einfach so cool, so schräg. Ja. Weil wenn du so von Weitem hinguckst, dann denkst du schon, okay, gehe ich da jetzt wirklich rein? Setze ich mich zu den Jungs an der Theke? Ich komme mir da manchmal so ein bisschen sehr wie in Sizilien, im tiefsten Sizilien vor. Aber das finde ich gut. Ja. Ich liebe den Laden auch. Der ist echt. Der ist komplett echt. Aber ich finde ich glaube, dieses Draußensitzen, das haben wir vor 20, 25 Jahren, haben wir das in Köln wollten wir das schon immer. Das war so nördlichste Stadt Italiens und wir sind mediterran und wie oft hat man damals schon draußen gesessen, egal wo, an der Straße, an der Aachener, überhaupt, wenn die ersten Sonnenstrahlen waren. Aber ich finde so, in Sachen Kaffee haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, was Kaffeequalitäten insgesamt angeht. Also es gibt genügend größere Cafés, wo ich immer denke, ey,
kauft doch mal den Kaffee über Qualität und über Geschmack ein und nicht immer über 50 Cent runter oder so. Also ich glaube, da haben wir schon, ja, also da haben wir echt noch ein bisschen was wir machen können. Ja, wir haben jetzt gerade auf jeden Fall schon so ein bisschen einen Tipp rausgehört, da Südstadt. Du als absoluter Kaffee-Experte, in welchen Fädeln bist du denn dann so unterwegs, wenn du jetzt sagst, ihr kommt von außerhalb, ihr kommt irgendwie in Köln zu Besuch und ihr mögt halt einen sehr guten Kaffee oder halt generell ein gutes Café, wo man gut frühstücken kann oder so. In welchen Fädel sollte man da mal einen Abstecher machen? Also Südstadt auf jeden Fall. Also nicht nur, weil ich da geboren bin, sondern weil es ist einfach auch, ich finde, es ist immer noch ein authentisches Viertel, was wir haben in Köln. Hat tolle Standorte und hat auch tolle Läden. Was ich auch sehr mag, ist das Agnesviertel. Finde ich super, finde ich schön, entwickelt sich gut, auch neue Läden, die jetzt da hinkommen. Also Werbung dürfen wir nicht machen. Aber Doch, du darfst alles, klar. Ja, schneiden wir hinterher raus. Nein, wir haben da zum Beispiel jetzt, finde ich super, die Caruso Bar. Großartig. Ich bin froh, dass sie endlich, die war früher am Barbarossa-Platz bis vor einem halben Jahr oder so. An einer furchtbarlichen Stelle. Also mochte ich nie dort, bin da aber gerne hingegangen. Die Familie heißt Caruso. Also mit Neonschild. Hatten die da Neonschild? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist direkt auf dem Rudolfplatz da, wie soll man das beschreiben? Wo sind die jetzt umgezogen? Und die sind jetzt im Agnesviertel. Aha. Die sind jetzt im Agnesviertel. Frag mich nicht, wie die Straße heißt, weiß ich gerade nicht. Und die machen einfach eine so authentisch italienische Küche, wirklich frische Pasta und Familiengefühl. Finde ich toll. Aber in der Südstadt gibt's auch super Läden. Das sind so zwei meiner Viertel, wo ich wirklich und wo ich total gerne hingehe. Bärenrather Straße. Super. Bärenrather, Sülz. Bei Zollstock oder wo? Ja, andere Seite von der Luxemburger, genau. Ah, okay. Gottesweg und so. Also Gottesweg ist Zollstock, glaube ich. Stimmt das? Ja, so Teil Klettenberg, das ist ja alles fließend. Genau. Ist jetzt auch nicht wichtig. Muss man jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, auf jeden Fall. Aber Sülz. Also Sülz. Also Sülz als Okay, Viertel auf jeden Fall. Ja, perfekt. Dann mache ich einmal noch mal einen ganz kurzen Schlenker, weil im November ist ja wieder die Art Cologne und für die Leute, die sich jetzt für moderne Kunst interessieren, ist jetzt das Thema digitale Kunst, NFTs, da habe ich gelesen, da hast du auf jeden Fall dich schon ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt, Daniel. Inwiefern wird das auf der Art Cologne, wenn du so einen kleinen Vorgeschmack geben kannst, wird das eine Rolle spielen? Also man hört ja jetzt, es gibt ja immer so zwei Meinungen zu NFTs oder zu digitaler Kunst. Wird man das da auch sehen oder ist das... Ja, klar. Was ist das, Daniel? Erklär mir das erstmal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, ein NFT heißt Non-Fungible Token. Und das ist eine Datei mit einer sozusagen Provenance eingebaut. Das heißt, wenn du das mintest, ja, ein NFT mintest, dann ist das und dann verkaufst, dann ist diese Information immer dabei. Also es ist, also ich sehe NFTs eher als ein Träger, ein Medium und nicht als, klar, es kann ein Kunstwerk sein, aber genauso wie Videokunst oder wie Öl und Leinwand, Malerei und in dem Sinne sehe ich, dass das, klar, das wird bleiben, das wird sich weiterentwickeln. Wir hatten die letzten 2 Jahre, das letzte Jahr hatten wir NFTs auf der Messe. 3 Galerien hatten NFTs sogar ausgestellt, also einige mit, also quasi die Verpackung des NFT auf der Außenwand. Die andere Galerie hatte dann über ein Videoscreen das NFT-Bild gezeigt. Ja, also ich finde es... Aber ja. Also die Leute, die sich dafür interessieren und überlegen, zur Art Cologne zu kommen, die werden auf jeden Fall fündig werden dieses Jahr. Ja, irgendwo. Okay, alles klar. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil wenn man noch nie da war, dann weiß man ja nicht, wie viel digitale Kunst da quasi ist.
Jetzt sind wir so ein bisschen, haben wir sehr viele positive Sachen, sowohl bei Kunst als auch bei Kaffee und auch ein paar Tipps. Ich hoffe, die Leute haben sich auch ein bisschen mitgeschrieben, in welchen Fehlern sie dann irgendwie unterwegs sein müssen, um einen guten Kaffee zu trinken. Was würdet ihr denn an Köln ändern, wenn ihr jetzt beide schon, also ich meine, beide schon so ein bisschen die Wurzeln da habt oder schon einfach sehr lange hier wohnt? Was wäre denn sowas, was ihr gerne ändern würdet? Wir wollen ja hier auch ein bisschen kritisch sein. Zu viel Müll, Zu viel Müll? schmutzige Straßen. Ich finde zurzeit ich finde unser Verkehrskonzept eine Katastrophe. Das ist Ja, das beliebteste Thema, ja. Ja, aber ich finde ganz konkret, ich finde es ist aktionistisch. Es ist aktionistisch. Ich bin ein großer Freund von ökologischen Perspektiven und Visionen. Aber in Köln, das ist alles so, ach, jetzt mache ich da mal eine Straße zu und da kommt eine Fußgängerzone hin und da dürfen nur noch Fahrräder, aber es fehlt für mich so der Blick da drauf, wo wollen wir hin, wissen wir, aber lasst es uns doch mal in ein paar Schritten machen und nicht von jetzt auf gleich. Also Katastrophe in der Innenstadt jetzt für uns, weil wir da halt auch unseren kleinen Laden haben. Unser Schauraum ist jetzt Ehrenstraße, Breite Straße, Apostelstraße. Auf einmal kommen die Leute, ja, die haben jetzt ich muss anfangen, wo fängt's an? Ehrenstraße. Ehrenstraße ist bis zum Dom, also über Breite Straße, jetzt Fußgängerzone. Vom Ring bis zum Dom. Das klingt cool, aber wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass du auf der Straße aufpassen musst, dass jetzt fährt dich nicht mein Auto über den Haufen, sondern die Radikalinski-Fahrradfahrer, dann ist das doof. Und wenn die Leute zu uns in unseren Laden auf einmal nicht mehr kommen, weil da Pöller gesetzt worden sind, wenn die aus dem Süden, also von der Apostelenkirche kommen, dann ist das doof. Also ich finde unser Verkehrskonzept, du guckst so Frage. Weißt du, wo die St. Albanstraße ist? Ja, Ja. Ja, die frühere große Galerienstraße, genau. ja, immer noch noch ein paar. immer noch ein paar, direkt bei uns gegenüber auch. Wir sind mit unserem Laden da, in der St. Albanstraße. Wir sind direkt gegenüber vom Hase. Vom Restaurant Hase, Galerie 7. Ja, ja. Galerie 7? Ja, ja. Ja. Kapitän, Gisela Kapitän. Ja, die ist neben Genau. uns. Ja, genau. Ah, ein Haus okay. neben uns. Ja, genau. Oh, ich muss vorbeikommen. Ich wollte bitte, gerade sagen, da kann man sich direkt gegenseitig mal besuchen. Und die, ach genau, ja. Jetzt Die Ehrenstraße ist eine Fußgänger. ist jetzt zur Fußgängerzone geworden. Ja. Ich finde das grundsätzlich gut, aber wie gesagt, ich finde dieses aktionistische, sag, jetzt machen wir das, bumm, dann ist das da. Ich finde, Köln hat, wir haben auch gute Ansätze häufig. Ernährungsrat der Stadt Köln. Weiß nicht, wem das was sagt, habe ich zufälligerweise mitgründen dürfen vor 5 Jahren, 6 Jahren. Wir waren der erste Ernährungsrat. In Amerika gab es früher schon welche Food Councils. Wir waren der erste Ernährungsrat in Deutschland. Und das sind so innovative und wirklich in die Zukunft blickende. Und sowas geht in Köln total schnell unter. Das versandet entweder in der Verwaltung oder bei Befindlichkeiten von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie keinen Bock drauf haben oder so. Das finde ich, Okay. kann besser werden. Ja, da würde ich sagen, haben wir doch der Kritik doch mal ordentlich ein bisschen Stimme verliehen. Dafür sind wir ja auch da. Ne? Also ich meine, Verkehr ist auf jeden Fall ein beliebtes Thema. Da muss man ein kleines bisschen Geduld gerade mit nehmen auf jeden Fall. Aber da wird ja auch das ein oder andere gemacht. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Wir kommen schon, weil die Zeit voranschreitet. Wir kommen zum letzten Programmpunkt hier bei dieser Folge Köln Clash mit euch beiden. Wir haben euch vorher ja gebeten, euch einen Ort zu überlegen, den ihr jetzt der anderen Person beschreibt und die muss dann diesen Ort in Köln erraten. Das kann ein Lieblingsort sein, ein Veedel oder sonst was. Das Ganze heißt, ich kenne was du auch kennen musst. Und weil du mehr Zeit hattest zu überlegen, Michael, würde ich sagen, startest du mal und beschreibst Daniel mal deinen Ort und Daniel und auch ich versuchen mal mitzuraten. Ich Okay. weiß es auch noch nicht. Okay, also ich kenne etwas, was ihr kennen müsstet. Das ist hell. Das ist ein Geheimtipp. Wir können das nicht mit dem Schweindall machen, das wäre einfacher. Welches Schweindall hätten es gerne? Es ist etwas Historisches. Es ist etwas nicht so Großes und nicht so Sichtbares. Ich nehme... Im Untergrund? Unter der Stadt? Ja. Okay. Hast du eine Ahnung?
Du hast schon eine Ahnung. Ich habe, glaube ich, eine Ahnung, Du hast eine ja. Ahnung. Ja, eigentlich, ich finde, das ist das, was ich Gästen, die nach Köln kommen, am liebsten zeige. Ich kann es nicht immer zeigen. Du kannst es nicht immer sehen. Ich glaube, es ist sehr kryptisch auf jeden Fall. Also ich glaube es zu wissen. Ja, ich versuche ja kryptisch zu sein. Das ist richtig so, ja. Wenn du es jetzt schon weißt. Nee, ich glaube es nur zu wissen. Ich lag auch schon ich lag bisher in jeder Folge falsch, insofern Ach halte so, ich jetzt okay. den Mund. Es ist, du könntest doch fragen. Mit Okay, Ja, kann man Nein. Du das hast 5 Neins und dann bist du raus. Kann man es betreten? Ja. Okay. Kann man sich da länger aufhalten? Grundsätzlich ja. Das ist wie Robert Lemke. Kennst du noch Robert Lemke? Nee. Ah, schade. Nee. Keiner von euch? Ist das ein Park? Nein. Unter der Stadt, glaube ich. Ne? Das ist was Historisches. Unter der Stadt. Ja, ist unter der Es ist Stadt. unter der quasi. Stadt, ist es was Historisches. Du kannst es besuchen. Hat es was mit einem Kaiser zu tun oder in dieser Richtung? Rechtsrheinisch oder linksrheinisch? Naja, es gibt nur Ja-Nein-Fragen. Aber es ist linksrheinisch. Ja, komm, dann sag's doch jetzt mal, Michael. Warum? Aber du bist ja schon auf einem guten Weg. was? Das hat was mit dem Kaiser zu tun. Es ist linksrheinisch in der Nähe vom Rhein. Das ist ich weiß nie, wie er wirklich richtig heißt, es ist der Kristallsaal. Kennst du den? Kristallsaal ist im Untergrund in der Kanalisation von Köln. Man ist sich nicht ganz sicher über die Geschichte. Es ist zur Begrüßung des letzten deutschen Kaisers, sagt man, wurde es erbaut. Man sagt auch, er hat es eigentlich selber finanziert. Man weiß es nicht so genau. Es ist in der Kanalisation ein Raum mit einem großen Kristallleuchter. Deswegen habe ich eben gesagt, es ist hell. Der hängt da. Du gehst dort runter, du läufst an der manchmal etwas unangenehm riechenden, an den Flüssen dort sozusagen vorbei und dann kannst du in diesen Raum gehen und das ist der Kristallsaal. Und wurde eben Anfang des 20. Jahrhunderts zum Besuch des Kaisers hier in Köln wurde das eröffnet, wobei ich glaube, man ist sich gar nicht sicher, ob er überhaupt jemals drin war. Man ist sich da sehr, sehr, sehr unsicher, aber ich kenne ihn auch nur, weil ich da auch mit der Schulklasse damals mal war. Deswegen jetzt ist die erste Folge, wo ich es irgendwie ansatzweise richtig geraten hätte. Sehr gut. Ey, unbedingt auf jeden Fall, wenn der offen ist, weil der ist tatsächlich nicht immer offen, unbedingt mal vorbeischauen auf jeden Fall. Das ist ich finde, es ist etwas Tolles für Köln, macht es sehr, sehr einzigartig und gerade wenn wir jetzt so als eben auch Botschafter für Köln, finde ich, lohnt sich das wirklich da einfach hinzugehen. Ja. Daniel, dein Ort für Michael, du kannst dich jetzt sofort revanchieren. Okay. Ist draußen. Da ist auch ein Brunnen. Ja. Ist draußen und ein Brunnen, ist es in der Nähe der St. Albanstraße? Nee. Okay. Nee. Linksrheinisch, rechtsrheinisch? Rechtsrheinisch. Brunnen. Rechtsrheinischen Brunnen. Da ist eine Schiene, die geht ringsrum. Mhm. Eine Schiene. Wo diese kleine Gondelbahn ist. In einem Park? Ist das auch bei Messe? Ist doch bei der Messe auch. Ja. Ist das dieser, wie heißt der Den denn nochmal? Rheinpark. Der Rheinpark, ja. Ja. Muss man auch wirklich Leuten von draußen auf jeden Fall erklären, dass da wirklich so eine kleine Lok So dann eine quasi. Mini-Eisenbahn. Ja, genau. Ja, genau. also Die war's. Das war der Und Hinweis. Der Brunnen war es noch nicht, aber die Mini-Eisenbahn, die war es Ja, auf jeden und Fall. da ist der Brunnen. Der da ist der Rheinpark. Tanzbrunnen. Ach so, der Brunnen. Ja, okay. Tanzbrunnen. Ich habe die ganze Zeit an einen Brunnen, also einen kleinen Brunnen gedacht. Ja, okay. Ja, nee, aber Ja, perfekt. ich liebe den Rheinpark. Wirklich schön. Cool, das ist toll. Warst du schon mal in das neue Café, was ja gerade jetzt eröffnet ist, wieder? Ja. Das ist ja was, nach 40 Jahren wird es jetzt, übernächstes Wochenende endgültig wieder eröffnet. 40 Ja. Jahre. Ja, es war immer, also nicht eine Ruine, aber geschlossen. Ja. Die Messe verwendet das für Special Events. Also. Ja. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall einiges an Tipps heute in der Folge mitbekommen. Also ich habe so ein bisschen, um das mal zusammenzufassen, also wir haben auf jeden Fall Kaffeetipps gehabt, in welche Fädel man da unterwegs sein sollte. Wir haben so ein bisschen gehört, was man auf der Art Cologne so eventuell erwarten kann und dass man da auch mit T-Shirt und Jeans hingehen kann im November, überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, auch den ein oder anderen Ort haben wir empfohlen bekommen. Ich
sehe gerade auf die Uhr und wir sind so ein bisschen am Ende der Zeit schon tatsächlich. Das heißt, wir sind fertig mit der Folge hier. Kunst, Kaffee und Kölsch haben wir auf jeden Fall ganz gut und einen kleinen Wutanfall über den Verkehr und den Müll haben wir auf jeden Fall schön zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so ein bisschen über eure Heimatstadt, sage ich jetzt mal, Köln, zu sprechen. Das war die Folge Köln Clash. Für die Leute, die die nächste Folge nicht erwarten können, bitte einmal den Podcast abonnieren. Ihr kennt das ja, die Glocke aktivieren, die gibt's ja inzwischen auch auf diversen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und vielen, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Michael, Daniel, wir quatschen jetzt einfach noch ein bisschen weiter und ich sag bis zur nächsten Folge Köln Clash.